bin der Fritz Hering. Am liebsten ist mir, wenn in meiner Küche richtig was los ist. Das macht Spaß und ist die pure Entspannung für mich. Ich bin Koch, Wirt und fahre gerne umeinander. Im Winter mache ich mein Wirtshaus am Starnberger See zu und schaue in der Fremde gerne in andere Kochtöpfe. This is Tel Aviv is a beautiful city. Great City, Great Radio. TLV1. This is TLV1. Servus Tel Aviv. This is Fritz Hering on TLV1 and I have an appetite for Tel Aviv. Guten Morgen miteinander bei der Grüße. 1, 2, 3er Säger, 4er Säger, Rack. 5, 6, 7er Säger, 8er Säger, Knack. 19, Auf diese Stadt war ich nicht vorbereitet. Alles hier überraschte mich. Tel Aviv ist die unreligiöseste Stadt Israels. 45 Minuten von Jerusalem und 80 Kilometer von Gaza, wo das Leben nicht verschiedener sein könnte. Im Großraum Tel Aviv leben über 40% aller Israelis. Und die Wirtschaftskraft der Stadt ist nach Dubai die zweitgrößte im gesamten Nahen Osten. Jeder Hipster von Welt, der etwas auf sich hält, muss zumindest eine Tel Aviver Partynacht in der jüdischen Metropole am Mittelmeer vorweisen. Hier liegt der Gral aller weltlichen Israelis und des internationalen Jetsets. When the chimes ring, fin at fun, 6 und 7. Wo Fressack nicht jack full of grieving. Gonna rock until wir Reis gemacht. Kasse. Da hinten liegt Ah, bist du Deutscher? Bayerisch. Ja, leckt's mir am Arsch. Hi, Sascha. Grüß dich, Fritz, hab ich dir nicht. Ich bin Deutscher eigentlich. Ich habe 12 Jahre in München gewohnt. Aha. Mein Opa, der war Schlachtermeister. Das ist ja Oben geil. an der Prinzregentenstraße, Ja. am Friedenshengel. Das ist Ping-Pong da, Ah, oder? kennst du das gar nicht? Nein? Das ist Matkott. Schau mal gegen das Haus. Matzgott ist das. Matkott. Das schaut eigentlich aus wie der Tischtennisschläger, gell? Es ist Strandtischtennis. Willst du mal spielen? Ja, kannst zwar nicht, aber probieren können wir es ja einmal. Oh. 60. Komm, die 100 gehen. 65. 66. Aber Fahrradfahren tust du auch gern? Ja, Echt? da kann man da fahren jetzt, meinst Echt? du? Ja, ich fahr schon Aber ich gern. frage mich die ganze... Warst du schon mal da hinten? Nein, Erfurt? nein, fahr ich noch nicht. Würdest du mitkommen? Ja, klar. Sascha, schau mal her, da ich verstehe da jetzt nichts. Gibt es das auch auf Englisch oder was? Ja, ich glaube, du kannst... Nee, du musst wieder raus aus dem Anfangsmenü. Warte mal. Ah, Checking Details, warte. For rental, please provide identification. Ja, jetzt warte mal. Aber da tut sich gar nichts eigentlich. Ne? Vielleicht mehr so ganze Hand. Ja? Nee. Nachdem wir die erste Hightech-Hürde genommen haben, geht's endlich los. Sascha ist ein Multitalent. Er hat kürzlich einen Film über sein Leben in Israel gedreht. Der Titel Ein Deutscher auf dem Grill. Vor 100 Jahren gab es hier nur Dünen. Da kamen ein paar jüdischen Einwanderern im osmanischen Palästina die kühne Idee, vor der biblischen Hafenstadt Jaffa eine westliche Metropole zu erbauen. Es gibt hier Gourmet-Tempel und Sterne-Restaurants. Mich interessiert, was auch ein schmaler Taler kaufen kann. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Hier soll es wunderbare Shakshuka geben. Wir besuchen den Großmeister dieses Lieblingsfrühstücks vieler Israelis in seinem Schneckenhaus. Hi Bino. Noch nicht wahr?
The Fritzel. Freut mich sehr. Hey, Pino. Wer ist das hier? Berühmter Koch, famous Cook hier. He wants to learn how to make a real shakshuka, the real thing. Ich hol dich dann nachher ab. Ja? אני עומד ליד הדברים האלה, אני נהיה... Alle Shakshuka hier. hä? שקשוקה, אנחנו נעשה היום שקשוקה. Pino meint, wenn man weiß, wie Shakshuka geht, braucht man nichts mehr zum Leben. Für ihn ist Shakshuka das Beste, was es gibt, und er empfiehlt es für jede Mahlzeit. morning and evening and... Also den ganzen Tag kann man das essen praktisch. שקשוקה whole זה day. all the... It is good for your health to get a good, good, yeah, personality. Good Very good. Very good personality. Das ist gut. Ja, ist gut für uns beide. Hä? Dann jetzt ein Pepperoni, oder? Very strong. Hä? Ja. Das ist ein ganz scharfer Pepperoni, oder? Ist das der gleich da rein? Was ist das? Was ist das? מרגב, like סרצ'ית. Ist das Meat? Oder? meat and curry and pepper. Also wie scharfe Fleischpflanzen oder sowas. Ja. Ist das da drin? Ja, das riecht schon ganz gut jetzt. Er braucht ein bisschen Temperatur. Yes, this is good. Aha, okay. Now I want salad, vegetable salad. Ein Gemüsesalat machen wir noch. Yes. Ist das Gemüse expensive? Ist es expensive? No, it's small money. No. Small money, oder? Aha. Hast du eine Frau auch? Your wife? Yes. Hier in der Restaurant? Children too? Children 5. 5? All work here in der Restaurant? All. Ja, die alle arbeiten da. Aha. Dann nimmst du mit Charlie? Lemon, hä? Ja, mit Charlie. Yes, good man. Aha. Frische Tomaten rein. Super. Also die machst du gleich da auf dem Bredel an, hä? Das ist ein ganz neues Auto. Ja, das ist ja ein Wahnsinn da. Super. So machst du das. Dr. Shakshuka hat Israel nur einmal verlassen. Vor 2 Jahren, als er zu einem Kochturnier nach London flog. Er war so aufgewühlt, dass er in fast jeder Folge weinte. Am Ende stand er mit seiner Shakshuka als Sieger da. Seitdem wird in einem 3-Sterne-Restaurant in London nach Pinos Rezept Shakshuka bereitet. Yeah. Komplimento. Ja. Sehr gut. Bist du Superstar, Pino. Hä? Thank you. Danke, das ist ein guter. Sehr schön. Wie viel nimmst denn du da? Ah ja. Also das ist jetzt nichts für die schlanke Linie, aber schmeckt halt sicher gut, oder Pino? Sag, stimmt es, dass du kein Konto hast? Nur only cash? Yeah, only cash. No credit card? No credit, Nix. no balagan, no. No. Nur Banco, nichts Banco. No bank, no. Nur Bares ist Wahres, sagt man, gell? Ein Bankkonto hat er nicht. Solchen Einrichtungen traut der Doktor nicht. Shakshuka, das sind in Tomatensauce pochierte Eier mit viel Gemüse, Knoblauch und Öl. Now, Du musst hier, Herr Pino. I want look now, the family, 10 people family. Große Familie, Different table, Genau. the salad or this, alles beieinander. and bread. Voilà. Aber ja, der braucht kein bisschen nicht. Der zerreißt doch ein Telefonbuch. זה כמו חומוס. But תגיד the ham, it's very... Voilà. Gut? Das ist wirklich saugut. Ne? Ganz gut, Pino. Also, da haben Aber wir. jetzt alles aufessen. Ja, Wahnsinn. Scharf, oder? Saugut. Thank you. Thank you. Yes. Thank you, Peter. This for you. Gracias. Dr. Shakshuka. Oh, And das ganze Rezept drauf hier. Super. Wenn wir hinten zusammen machen. Da ist das Rezept immer dabei, verstehst du? Da kann nichts mehr schief gehen. Du musst nur noch Hebräisch lernen. Ja, no, doctor. danke. Nein, Doktor, oder? Doctor. In Jaffa landete Napoleon mit seinen Truppen und viele jüdische Einwanderer kamen in die von Palästinensern bewohnte Stadt,
bevor Tel Aviv erbaut wurde. Heute sind Tel Aviv und Jaffa zusammengewachsen. Araber und junge Tel Aviver leben hier zusammen. Sie lieben die Clubs und Restaurants mit orientalischem Flair und das Panorama von Tel Aviv. Es ist so klasse, wieder bayerisch zu hören. Ich habe ja in Bayern gewohnt. Mein Großvater war ja Bayer. Ich konnte es nur ein bisschen. Du kannst das noch ein Ein bisschen bayerisch, ja. Das Wer ist ist denn der Lieblingsbayer noch? mein Lieblingsbayer. Boah, das ist Gerhard Polt. Okay, das ist der Gerhard Hammer. Polt. Also dann Gerhard sind wir schon Polt. Freunde jetzt. Aber ich habe her, was machst du jetzt in Tel Aviv? So lang? Leben, arbeiten. Meine Frau ist Israelin. Ach so, du bist praktisch wegen der Familie darüber, oder? Ja. Weil ich meine, sonst eigentlich, bei den Wohnungen sind das auch nicht billiger wie bei uns. Oder so. Das heißt das Gleiche eigentlich ziemlich. Inzwischen haben wir echte Preise wie in Minga. Was das keine Weißwürst gibt, oder? Lernst du das eigentlich schon in der Akademiezeit? Weil Essen ist wichtig. Ja, klar. Du weißt das. Im Tel Aviver Szene-Kids Florentin treffe ich eine Radiomoderatorin, die eine Gastronomiesendung moderiert. Hier mischen sich Künstler und Studenten unter Arbeiter und Einwanderer. Daniela, wie geht es dir? Hallo. Alles gut? Guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Freue ich mich. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, da bist du schon schwer unterwegs, sportlich, oder? Mit dem Fahrradl? Sportlich, ein bisschen. Sportlich? Ja, ist gut. שני בורקס עם גבינה בפנים. כן. כן, בטח. Was hast du bestellt? Ich habe ein Borekas, eine für mich und ein für dich von Danke. Toda. Borekas ist Blätterteig. Blätterteig, das ist wie so eine Brotzeit, oder? Zum Frühstück oder zum Mittagessen? Zum Frühstück, zum Mittag, nach dem Trinken in der Nacht. In der Nacht, also praktisch so gegen Kater, wenn man zu viel getrunken hat oder so. Auch. Das deine ist jetzt mit was gefüllt? Mit Fleisch? Das ist mit Spinat Okay. und deine ist mit Käse. Das ist jetzt für alle Israelis oder ist das etwas, hat das nur etwas mit dem Viertel zu tun hier? Florentin ist ein Viertel mit vielen jüdischen Leuten aus Türkei und aus dem Balkan. Und Borekas ist etwas Spezialität von Türkei. Aber in Israel, du kannst der Borekas in alles den Platz finden. Überall, oder? Heute ist wie Falafel. Probieren wir es halt einmal, ne? Und in Hebräisch, wir sagen Bete Avon. Was ist Guten Appetit. das? Nochmal Beter? Bete Avon. Beter Avon. Guten Appetit. Guten Appetit. Das ist so ähnlich wie so ein Schinken-Käsetoast, oder? Ohne Schinken-Käsetoast. Schinken. Was denkst du? Es schmeckt gut, aber ist natürlich schon, hat sehr viele Kalorien. Ne? Ist schon fett mit dem Käse und Blätterteig ist ja auch noch mit Fett. Dann ein Ei dazu. Also, so wie du bist, also billig, mit wenig Geld bist du schnell satt. Ne? Aber wenn du das jeden Tag isst, dann wirst du ein Ein bisschen Fett. Aber wir haben hier. Big Fat Mama dann. Du bist ja eigentlich Radiomoderatorin, oder? Ich habe ein Programm, er heißt der Tel Aviv Table, der Tel Aviv Tisch. Ja. Und wir sprechen über das Essen in Tel Aviv und in Israel Aha. und in Palästina. Daniela hat früher über den israelisch-palästinensischen Konflikt geschrieben. Das fand sie sehr frustrierend und so fing sie an, über ihre kulinarischen Entdeckungen in der Krisenregion zu berichten. Am Herd gibt es mehr Gemeinsamkeiten als in der Politik. Er macht Gazoz. Gazoz ist Sprudelwasser mit Sirup aus frischen Früchten von Israel. Selbstgemachte Limonade kann man sagen, oder? Alles selbst gemacht, alles im kleinen Ding, da hat das seine Konserven. Ja, alle In kennen Bayern heißt das Grachal. okay. Du warst mal in Bayern. Ja, Aber in hast Bayreuth. du nicht gehört, Grachal? Leider nicht. Nicht? Ja, Noch aber nicht. das ist halt. Wir haben früher auch die Limonade selber gemacht, aber inzwischen ist ja alles Industrie. Das ist wirklich schon schön, wenn man sowas findet noch. Ne? Benny ist der beste Grachalmacher. אפשר להזמין ממך היום קוקטייל? Yes, of course. Okay. Machst du alles so ein Mixed, oder? Yes. Mixed. Genau. One mix. Und wie machst du diese Sachen eigentlich ein? Kocht er die ein oder was? Wie macht er das? Er macht Das Cocktail, ist die die haltbar. eine, deine Die oder ganzen mit Dinger. die ganze, alles. Da oben, ich meine alles. Wieso macht er das? I will show you how it's done. Da kochst du das ein.
Come here. The old way of doing things. Wahnsinn. This is ja. in sugar for a few days. This is just started today. It's gonna be ready on, I don't know, next week, someday. Früher, weißt du noch, früher als bei meiner Oma hat man das auch so gemacht. Ich weiß das noch im Keller, das war Einwecken hat das geheißen. Da hat man immer im Regal, im Keller hat man diese Sachen eingeweckt und das hat dann über Winter gehalten. Ja? Genau wie Genau deine das. Oma. Das war so, das kann ich mich erinnern. Du bist wie meine Oma, du machst das genauso. You make this like my grandmother. Ja, das ist so. Das ist wirklich schön, wenn man sowas noch sieht. Was der da alles reinmacht, sag mal. This way. Weißt du was, normalerweise gehst du immer in so Bars rein, ja? Die mischen irgendwelche Alkoholikas zusammen, ja? Und dann mit irgendwelchen Sodawasser auf, ja? Und dann bist du danach besoffen, hast so einen dicken Kopf. Ist ja mal ganz lustig, aber das ist doch viel interessanter sowas, oder? Ja. Das fasziniert mich schon mehr. Sieht auch gut aus, ja? Daniela erzählt mir vom Raketensommer in Tel Aviv und von der Angst, die sich breit machte. Vielleicht schätzt sie Alltagsfreuden wie dieses Florentin Grahal gerade deshalb so sehr. Das war da. Okay. Toda rabba, Benny. Vielen Dank. Du, Mann, das beste Krachel meines Lebens, das sage ich dir. Du bist der Künstler. Was denkst du? Bin begeistert. Bin begeistert. Das hier, das liebe ich am meisten da, die Sternanis. Mein Lieblingsgewürz. Das mache ich auch für Fisch und so weiter. I can feel it, that you like stars. Das ist mir an, oder? I can feel that you like a star. Ja, Yes, ja, yes, das because ist I like der- arak. I can see by your eyes. Enjoy the Sehr drink. gut. Thanks. Danke, danke, sehr gut. Super. Es gibt so viel Druck in Israel. Und ich habe bei hier einen Gasos getrunken. Und dann, du kannst alles vergessen. So soll das auch sein. Das ist eigentlich das Leben, ja. Wir brauchen keinen Krieg. Dann gehen wir auf Graffiti-Tour im Szeneviertel. Bevor die Abrissbirne der Gentrifizierung zuschlägt, toben sich hier die jungen Wilden aus. Die maroden Gemäuer bieten auch Raum für Kritik an der Fleischindustrie. Die Nummer eines geschlachteten Kalbes ist das Symbol für den Protest der Veganer. Siehst du hier 269? Ja? Das ist der Nummer von den Veganers in Israel. Also ein Kalb mit der Nummer 269 ist praktisch das Symbol jetzt für die Veganer. Das ist wie ein Protest gegen industrielles Fleisch. Und du kannst 269 in alles Florentin sehen. Es gibt viele Veganer Viele hier Veganer in hier. diesem Viertel. Gehen wir weiter, komm. Guck mal, Fritz, Graffiti in Blindenschrift. Wahnsinn. Hier, Habe ich noch nie gehört, sowas, ja. in Braille. Aber du weißt nicht, was das heißt, oder? Nee, leider nicht. Aber es ist faszinierend, hä? Ja, hier es gibt in Hebräisch und ich habe hier in Arabisch auch gesehen. Ja. Aber hier in Blindenschrift ist etwas speziell. Blindenschrift, das ist schon heftig, ja. Es gibt Blindenschrift in Deutschland. Ja, sicher. In dem Graffiti. Nee, habe ich noch nicht gehört. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Also das ist schon sehr speziell. Das ist schon, das spricht für Tel Aviv. Daniela lädt mich ein in ihre kulinarische Radiosendung. Dort treffe ich einen Kollegen und Landsmann. Tel Aviv Table with Daniela Cheslow. Servus Tel Aviv. This is Fritz Hering on TLV1 and I have an appetite for Tel Aviv. Guten Morgen miteinander. Oder grüß euch. Fritz, you're from Munich, the capital of Bavaria, laptops and lederhosen. Jawohl. And I would add also Daniela fragt mich, wie aufgeschlossen wir in Bayern gegenüber neuen Rezepten are sind. they to new ideas about cooking? Der Ausgangspunkt ist immer das alte Rezept in Bayern. Ich koche heute noch wie meine Oma teilweise, so wie wir unsere Lederhosen vererben. Ja, ich habe die Lederhose von meinem Opa noch, die passt. You know, you're really a translator between these two cultures. How do you find that conversation? I was
trying to bring myself into the contest by, introducing German food to the Israelis. And it was like maybe giving the dishes a twist to make it, Tom ist ein deutsch-israelischer Fernsehkoch. Und hier ist er etwas wie ein Botschafter der deutschen Küche. Mit seinem rheinländisch-israelischen Reiberdatschi hat er sich in die Herzen der Israelis gekocht. Serve your food in a restaurant. Gemeinsam gehen wir auf den Viktualienmarkt von Tel Aviv. Tom ist hier ein Superstar, seitdem er eine Castingshow im Fernsehen gewonnen hat. Ich zeig dir ein bisschen was, ne? Ja, logisch. Ich meine, mittlerweile sind die Oliven auch nach München gekommen, ne? Aber Oliven fressen haben wir hier, also viel im Norden und sowas. Das sind so tolle Öle, also Wahnsinn. Das kennst du, das heißt bei euch Tapinambur, ne? Hier nennt sich das die Jerusalem-Artischocke. Und damit kann man wunderbare Sachen machen. Ist auch wieder in der Saison, ist gerade frisch und so, ist wunderbar. Das habe ich nicht gewusst, dass das von hier kommt, gell? Ja, also das ist tatsächlich, das wissen die wenigsten, aber vor allem auch diese ganzen verschiedenen Sorten. Kirschtomate ist eine israelische Entwicklung. Vor ungefähr 30 Jahren. Das war gedacht als ein Ersatz für irgendwelche Snacks, die man beim Fernsehen isst. Israelische Bier. Gut? Tatsächlich. Es gibt mittlerweile wirklich gute Brauereien in Israel. Ja. Die machen gute Biere. Also ich meine, Goldstar und Maccabi ist schon... Trinkst du gern Bier? Ja, also natürlich immer gerne. Ich meine... Schon, oder? Gut, ein bisschen bitter, aber gut. Ja? Also, auf dein Wohl. Daheim. 6% Alkohol ist für einen Bayer nicht viel. Fast wie in München da. Fast. Aber die Leute kennen dich alle, also bist du ganz schön... Ja, das ist jetzt schon ruhiger geworden, weil sie sich schon nämlich gewöhnt haben. Nimm mal 2 ganze Heringe. Genau, die 2 ganze Heringe. I'm using herring from the Dutch. Oh, okay. My name is Herring too. Yes? Yes, my name is Herring. Fritz Herring. So we are here. I want to change my name to Herring. I love the name. There are many reasons to get married. This is absolutely one of them. I must have this name as the second name. Okay, Sherry. I hope you enjoyed the sandwich. Die Fischverkäuferin ist scharf auf meinen Familiennamen. Das Namensschild am Laden ist schon fertig. Aber meinen Hering gebe ich nicht so leicht her. Gut gestärkt eile ich zu meiner nächsten Verabredung. Hier muss ich arbeiten. Auf der Dachterrasse der Hipster von Jaffa darf ich einen der begabtesten Newcomer in der israelischen Kochszene treffen. Er hat mich eingeladen, mit ihm seine Künstlerfreunde zu bekochen. Thomas kauft seinen Fisch im Hafen und alle Zutaten sind aus der Region. Die Gewürze, mit denen er kocht, sammelt er in seiner Freizeit. And then we need another one. We need 2 plates. One for the fish and one for the sauce. And I will find the salt. Das Chaos in der Küche fordert unsere Kreativität und aus dem Bauch heraus gelingt sowieso alles besser. Let's go. Okay, let's go. Perfect, yeah. Okay, when you give them a little bit color, you wait a little bit, so 2 or 3 minutes. Thomas kocht in einem der renommiertesten Restaurants Israels. Das hier ist sein Experimentierlabor und ich darf dabei sein.
Die Ansprüche unserer Gäste sind gehoben. Die Atmosphäre betont relaxed. Das habe ich auch noch nie gemacht, du. Israelische oder arabische Gambas oder Langostinos, ja. Das ist normalerweise wirklich also italienische Küche. Little Italy, a little bit French cuisine. But it's okay. We taste and try. Vielleicht ist es gut. It's a local version. Vorher noch schnell rein. Die Tomaten. Voila, ready to go. Finish. Hey guys, a little greeting from the kitchen, the first starter. That's our German, Italian style. Wow, thanks. Noch vor 25 Jahren war ein Gericht für die meisten Leute einfach nur Essen. Jetzt verkörpert jeder Bissen eine Weltanschauung. Regional, ökologisch, fair und saisonal muss es für viele sein. How can we rely on future when we know what's going on this day? When we clearly see the leaders' mentality. In Tel Aviv sind die meisten Restaurants schon nach 2 Jahren bankrott. Das liegt an der Konkurrenz und den Erwartungen der Kundschaft. Now it clearly seems that we've got no sense of change, got no love. Wer hier überleben will, muss richtig gut sein. How can we stay calm? How come we always fight? How can we kill our brothers when we know we've got the same old blood? When we clearly see the hatred and vanity becomes the sickness of society. Die Nacht ist noch jung und ich muss weiter. Ronny Engländer ist gebürtiger Schwabe. Vor 12 Jahren kam er in die Heimat seiner Eltern. Bei Nacht wird der Familienvater und IT-Experte zum Motorradfreak. Für mich hat er ein paar Geheimtipps auf Lager. Hier gibt es Rubin-Sandwiche. Das sind Fleisch-Sandwiche, da kriegst du mal richtig Portion Fleisch ab auf dem Brot. Das schmeckt richtig lecker. Richtig amerikanisch ist das, oder? So ist es, genau. Es kommt aus New York. Anscheinend kam das von irgendeiner einem deutschen Immigrant in Amerika, der die Dinge Sandwich da erfunden oder gemacht hat das erste Mal in New York. Wie gesagt, das siehst du, ja. Also, da, wie auch das Slogan heißt, wenn Fleisch Brot trifft, ja, da kannst du nichts dagegen sagen. Ich war mal in New York und da habe ich das auch gesehen, also diese Dinge. Da sagst du, der Maulsperre. So ist es, ich wollte es gerade sagen, ich habe ja einen kleinen Mund. Meine Freunde lachen mich immer aus, weil ich dran habe und kriegen kaum den Mund rein, aber dann muss ich mich halt durchkämpfen. Auf Hebräisch heißt es Chamuzim, ein paar Gurken, Sauergurken. Essiggurken. Lass uns mal reinbeißen, oder? Dann pfeift man das Ding rein da, So oder? ist es. Komm, stell's hier hin. War großzügig, oder? Aber das, da brauchst du dich nicht zu schämen hier in Israel. Wenn du irgendwas mehr willst, dann sagst du einfach, dann kriegst du es nachgeschmissen. Also da sind die Das ist ja schon so, oder? Ja, ja, da sind die Israelis recht großzügig, alles ums Essen geht. Also. Also das mache ich schon sehr gerne, sowas. Ja. Ja? Das scheiß Fleisch. Ja. Tel Aviver fühlen eine besondere Verbindung zu New York. Und in vieler Hinsicht ähneln sich die Städte sogar. Hektisch, verrückt, chaotisch und kreativ. Nur bei der Zahl der Luftschutzbunker hat Tel Aviv definitiv die Nase vorn. Hier in Israel muss man einen Luftschutzbunker haben.
immer in der Nähe, wo Großräume sind. Wie zum Beispiel jetzt ein Restaurant oder sowas, wo viele Leute sich aufhalten. Weil wegen der Bomben- und Raketengefahr müssen die halt schnell einen Luftschutzbunker bekommen. Und dann haben die halt hier überall so einen Luftschutzbunker. So, dann schauen wir uns mal den an von innen. Ah, das ist ein Luftschutzbunker. Dieser Mann war früher in einem Spezialkommando für Geiselbefreiung. Die Musik ist sein Ausgleich. Ich bin einfach nur froh, dabei zu sein und wage mir kaum vorzustellen, wie es ist, wenn die Sirenen die Musik übertönen. Absolutely great, guys. Und schon geht's weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, in einem Stadtstaat zu sein, weil Tel Aviv so seine ganz eigenen, unvergleichbaren Standards setzt. Eines ist jedoch sicher: Tel Aviv war sich mächtig stolz darauf, nicht in Jerusalem zu wohnen. Hier wartet niemand auf den Messias. Hier wird gefeiert. Street Food, higher level. Ja? Absoluter Inladen. Ist immer die Hölle los hier, 24 Stunden offen. Wahnsinn, oder? Das ist eigentlich Treffpunkt, entweder wenn du von Kneipe zu Kneipe ziehst, so nach dem Motto, dass du dann hier mal einen Zwischenstopp machst, was auch ist, dass du eine gute Grundlage hast für das nächste Ding und dann machst du es halt so. Das ist der beste Platz in Israel. Ja? Ja, wir sind mal... Authentic. Sehr gut. Schmeckt echt geil. Echt geil. Was ist da drin? Krug mit was noch? Kartoffeln und so Blumenkohl hier. Schön gemischt. Alles klar, ja. Guten Appetit. Ja. So eine Partynacht kann lang sein und irgendwann setzt mich Ronny ab. Wir verabreden uns für den nächsten Tag. Am nächsten Morgen ist es eigentlich Zeit für ein Katerfrühstück. Ich mache erst eine kleine Bootsfahrt mit Thomas Nief, dem Gourmetkoch. Die Fischerbaracke ist die letzte Bastion des einfachen Mannes am Hafenbecken. Hello, my friend. Nice to meet you. Manga, I think this is like, you know, they do this when it's rushed. You see the fish, they don't clean it. It's with the liver inside, with the intestine. Ach so, du grillst es mit den Innereien alles, with everything. No, it was clean and it was with spices. Yeah. Aber das ist interessant, ne? The barracuda katan, כן. Was ist das? Barracuda ist das? It's a very small barracuda. Ehrlich? Barracuda. Die beißen ja auch, oder? Da vorne die Zähne. Ziemlich scharf, oder? I never tried a barracuda before. Das schaut aus wie bei uns als ein Steckerlfisch, weißt du? Das ist eine bayerische Spezialität. Ja? Barracuda zum Frühstück, das musst du mir geben, das ist echt Wahnsinn. Hä? Mhm. Gut.
Very nice. Sehr gut. Mhm. Ja, dann lebt ihr ganz gesund, hä? Very healthy. It's good for you. Good, good. Gut gestärkt habe ich jetzt Hunger auf Kultur und folge einer Einladung in die Theaterschule Lebenstein. Shalom. Meine Liebe kommt. Shalom, shalom. Schön, dich zu sehen. Servus. Freue mich. Bitte. Rechts jetzt. Hier ist rechts rein. Ah, okay. Hier sind die ganze. Hi, hi. Hallo, hi. Hallo. Shalom. Shalom. Hallo. חבר'ה, זה פריץ. שנייה. שוקי וגנר. Hi, Shuki. Nice to meet you. Regisseur. And this is my berühmte Schauspieler. Oh, hallo. Nice to meet you. Jung und schön. Alle schön. Ja. Beautiful. Nice to meet you. אני ממשיך לדבר איתך. Wir sind jetzt in der Proben von Musical Full Monty. Kennst du Full Monty? Ja, ja, ich kenne den Film. Und die machen einen Chippendales. Ja. Sehr gut. Wenn du willst, kannst du mit dem auch tanzen. Ja, ich bin aber kein Chippendale. Das nächste Mal werde ich meinen Producer bestimmt genauer fragen, was er sich da für mich ausgedacht hat. Aber jetzt bin ich schon mal da und der Fluchtweg ist auch versperrt. Bravo! Die Schule ist Jorams Refugium. Viele seiner Studenten sind später Stars im israelischen Theater und Film geworden. Ich muss weiter. Ronny wartet vor der Tür auf mich und nimmt mich zu seinen Biker-Kumpels mit. Jetzt sind wir hier beim Ronny. Okay. Ronny ist meine Garage vom Vertrauen, die kenne ich schon seit 12 Jahren. Super. Der macht also spezialisiert auf Harley Davidson, junge, alte Baujahrs, neue Baujahrs und macht auch eigentlich auch alle andere Motorräder. Und für dich auch schon was umbaut, oder? Ja, ja, Logo. Mein Motorrad ist hier regelmäßig drin. Also wie gesagt, wenn ich Probleme habe, nur zum Ronny. Und hier siehst du ja zum Beispiel, Raus. hier ist der Motor von der Harley. Ja. Tut er jetzt komplett überholen gerade. Ja, das ist der Ronny. Hey Ronny.
Und wie gesagt, er ist da echt Spezialist in seinem Fachgebiet hier. Und dann hat er auch hier, das ist auch wichtig in Israel, es gibt hier Urkunden, die wie in Deutschland die Meisterlehre, es gibt es zwar nicht so direkt in Israel, aber du musst eine Meisterprüfung, eine Art Könnensprüfung ablegen. Ich glaube, es ist auch gefährlich, wenn da irgendwas ein Ding... Absolut. Wenn du so die fliegt, dann brauchst du nichts mehr. Ne? So ist es. Hauptsache die Jungs sind gut, das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall. Das ist eine super... Schrauben, dann passt das. Absolut. Gehen wir die Jungs treffen, komm. Klar, alles klar. Super. So. Dann, Alfonso. Es war gar nicht so sicher, ob die Jungs kommen. In der Nacht hatte es den ersten Regen gegeben und die Straßen waren glitschig. Einer nach dem anderen hatte abgesagt. Jetzt waren sie doch alle gekommen. So eine russische Ural ist ziemlich unbequem. Aber hier geht es um die Gaudi und die haben wir. Bonnie, Fritz. Hi, Bonnie, man. Nice to see you. Hey, looks great, man. Also you. Hey, nice to meet you, man. Die Biker erzählen mir, dass der Kohl in Motorenöl eingelegt ist. Und so schmeckt er auch. Rauchig und weich im Abgang. Ja. לא, ארלי דוידסון, דורשי. ארלי דוידסון חמוצים, man. Hey, man, great. The guy who wants to make this is a biker. With the oil of the bike we do it. With the oil of the bike. רגע. אוקיי, בבאג'י, אוקיי. Good. Ja. Kurz vor dem Sonnenuntergang drehen die Biker noch einmal richtig auf. Der Wirt ist frommer Jude und noch vor Einbruch der Dunkelheit wird zum Schabbat die letzte Runde gezapft. Masbik, Bonnie. Danke, du, denn wann du spielst. Hey. Show me your hair. This long right there. Open up. No problem. Come behind. Come on. That's longer. Yours longer. Begging here. Irgendwie fühlt sich das Leben hier noch intensiver als daheim an. So ein paar Tage in Tel Aviv, das ist wie ein Tanz auf dem Vulkan.